aus den Satori-Sälen in Köln. Kölle Alaf, die Mädchensitzung. Hierzu wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. Durch die Sitzung führt die bezaubernde Sitzungspräsidentin Martina Kratz. Herzlich willkommen, liebe Mädchen hier im Saal. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause. Schon traditionell zu Viva Fastelovend, zu Weiberfastnacht, melden wir uns hier aus Köln, aus dem Satori-Saal, wo gut 1200 Mädchen ausgelassen feiern. Kölsche Danze Osterei. So das Motto des Karnevals 2018. So wie bei unserer ersten Gruppe heute Abend. Echt Kölsche Pens. Ja, das Tanzen, das wird im Kölner Karneval sehr zelebriert. Und ich denke, der Nachwuchs kann sich wirklich sehen lassen. Echt Kölsche Pens nun also. Freuen wir uns auf die Jugend- und Kindertanzgruppe des Reiterchors Jan von Wert. Das war wunderbar. Das Üben hat sich gelohnt. Und ich denke, dieser Auftritt verdient ein dreifach kräftiges Kölle! Kinder und Jugend! Pens. Lev Pens, vielen Dank für diesen fantastischen Auftritt. Ich bitte um den Ausmarsch.
sagen will und meint, das bringt er ganz gekonnt gereimt. Sagt frei heraus und ungehemmt, wo es bei uns im Lande klemmt. Im Karneval beliebt, bekannt. Es ist der Tuppes, der vom Land. So, da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ist es euch? Hier ist der Tuppes mit viel Kölsch und Klav, Fastelavond, Liv, Mädchen und Kölle. Mir Kölsche Danze Osterei. Ein Motto, das so glaub ich fast wie die Faust aufs Auge passt. Mit Obrigkeiten han mir nix am Hut. De Hauptsach is et. Ma singen oft vom Meyers Kätsche, Blutwurst, Kölsch und wenn ma an der Playa stonn, ich möcht so Fuß. Oft liegt man uns damit in den Ohren. Wir hätten den Realitätssinn verloren. Die Antwort darauf ist leider sehr platt. Nen Realitätssinn han mir nie gehabt. Drum schwören wir auf Stein und Bein, wir haben den weltbesten Fußballverein. Auch wenn der grad nicht so gut spielt und Richtung zweite Liga schielt, ich glaub, die machen das absichtlich, weil die Aufstiegsfeiern sind immer so geil. Ist die erste Liga vielleicht auch zerronnen? Das Derby gegen Gladbach, das haben wir gewonnen. Ja, jetzt gibt es auch noch tatsächlich in echt seit Neuestem das dritte Geschlecht. Teilten sie jetzt in den Nachrichten mit, wo man sich sieht, also wadet all jit. Bislang kannten wir Mann und Frau und jetzt neu die Rubrik, weiß nicht genau. Wenn man demnächst zum Klo mal geht, da ein riesengroßer Hinweis steht. Wie bei der Sendung 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind. Und ob ihr wirklich richtig steht, erfahrt ihr, wenn das nicht angeht. Ihr guckt auch viel Kinderfernsehen, kann das sein? Doch eines ist und bleibt gewiss, egal wie das Geschlecht auch ist, auch hier gilt unser kölsches Gebot, de Hauptsach ist, et hetz ist Jod. Bei der Fußball-WM, was viele erheitert, wurde der Teilnehmerkreis großzügig. Da spielen 48 Mannschaften nun. Mehr konnte die FIFA für Holland nicht tun. Und jetzt sind auch noch, mich packt der Graus, sogar die Italiener raus. Hör mal, ich fahr in eine Pizzeria nach Amsterdam und guck mir da ein Deutschlandspiel an. Bei Aldi und Lidl ist auch viel passiert. Die haben die Filialen jetzt modernisiert. Ja, die wollten etwas schicker haben und leuchten ihre Kartons jetzt an.
Unser Bioladen hat gleich reagiert und Glühwürmchen zwischen den Gurken platziert. Ja, der hat jetzt neben Vollkornbrot veganes Shampoo auch im Angebot. Da frage ich mich, wo liegt der Sinn? Gibt's auch eins mit Schnitzel drin? Meine Frau ist Veganer, das ist ein Malheur. Die futtert mir ständig das Vogelhaus leer. Aber könnt ihr euch merken und gut kombinieren, wenn Veganer mal demonstrieren, auf die Straße gehen und regen sich auf, das nennt sich dann Gemüseauflauf. Ja. Hör mal, letztens ist mir der Kragen geplatzt bei so kleinen Tütchen mit Badezusatz. Die gibt es nämlich genau in der Art, auch mit Sahnedressing für den Salat. Und so hat mein Salat vor ein paar Wochen sehr intensiv nach Flieder gerochen. Das war nicht so schlimm, das ging noch so weit. Nur nach dem romantischen Schaumbad zu zweit. Da rochen meine Frau und ich ganz apart nach Kräuterdressing Sylter Art. Da war es mit der Romantik vorbei, aber Nachbarskatze spitz auf uns zwei. Ja, ich bin stolz und froh, wenn ich euch sage, ich bin ein Kind der 70er. Und damit liege ich voll im Trend. Ich bin das, was man Middle-Ager heute nennt. Das Komische an dem Alter ist halt, du bist nicht mehr ganz frisch, aber auch noch nicht alt. Vom Rollator zwar noch ganz weit weg, auf Elektrofahrräder aber schon jeck. Beim Sex ging's früher auf und nieder. Heute sieht man sich, oh nee, schon wieder. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr beim Klassentreffen von mir war. Mein Schwarm von damals, grau meliert. Und ich denk noch, was ist da passiert? Geh auf sie zu und steh grad vor ihr. Seht die doch glatt, Tag, Herr Lehrer, zu mir. Nur meine Generation, so bilde ich mir ein, die muss was ganz Besonderes sein. Sie ist nämlich die letzte gewiss, die ohne Handy aufgewachsen ist. Mach heute mal einem Teenager klar, was eine Telefonzelle früher mal war. Ja, da kannst du doch nur sagen dann, das war ein Smartphone, wo man reingehen kann. In der Zeitung stand jetzt, Teenager hätten als Hobbys nur noch chillen und wenn man da nicht die Evolution aufhält, kommen Babys demnächst mit Smartphone zur Welt und werden höchstwahrscheinlich dann statt einer Nabelschnur ein USB-Kabel haben. Und ist der Pampers voll, dann wird gesagt, das Baby hat einen Download gemacht. Ja.
Wenn man einem Jugendlichen von heute erklärt, ich habe mich früher von Sunkist und Reider ernährt und machst dem dann noch in einem Nebensatz klar, dass Telefonieren ab 18 Uhr günstiger war und das Bilderstöckchen ganz gewiss ein Stadtteil von Köln und kein Selfie-Stab ist, ja, dann gucken die dich an und sind völlig benommen, so als wärst du gerade mit dem UFO gekommen. Da saß man sonntags nachmittags immer mit dem Kassettenrekorder bei sich im Zimmer, wenn auf Südwestfunk Elmar Hörig kam und man selbst die neuesten Hits aufnahm. Da lief gerade der neueste Hit von Nena, kam ein Reiseruf für Frau Mechthild aus Jena. Das ist so in mein Gehirn eingedrungen. Ich habe den Reiseruf nachher mitgesungen. Ob Ferienspaß und Dalli-Klick, et war ein super geile. So sieht das aus. Weißt du, damals war auch noch jedermann klar, was echter Fastelavend war. Toni Geller, der Mann von der Blauen Partei, et Kolonia-Duett mit dem Zimmermanns, wenn et Butterblömsche spielte verrückt und der bergische Landbote Ferdi Hück mir ein Tränchen in de Augen trieb, wenn er so herrlich meine Heimat beschrieb, mit wenn bei uns der Chor der Landfrauen singt und die Kuh im Stall ihr Euter schwingt und wenn dann noch der Hahn kräht auf dem Mist, dann weißt du, dass du im Bergischen bist. Ihr kennt's noch. Und was kund man Spaß und Freud noch an mit Karl-Heinz Jansen, Tröte-Mann und meinem großen Idol, deshalb hier zum Schluss, dem Hachenbergs Hans, der genialen Doofnuss. Die vergisst man in 100 Jahren nicht, genau wie von ihm dieses kleine Gedicht. Mein Vater war ein Wandersmann und fast nie zu Hause. Doch kam er einmal dann und wann, wuchs die Familie ohne Pause. So kamen langsam nach der Reihe 5 Mädchen bei uns bei, die alle sich sehr ähnlich waren, mit langen schwarzen Haaren. Nur ich als 6. Stropp, ich war ne fussige Strubbelkopf. Da konnt ich schon nicht für. Doch komm ich dem Papp verdächtig für. Er sagt so, Mam, ich will nicht klaren, doch musstet mir jetzt endlich sagen. Ich mache keinen Vorwurf dir. Aber sagt dat Füsschen, ist dat von mir? De Mam war baff, als er das fragte und vorwurfsvoll sie zu ihm sagte, ich schwören dir, treu ob min ihr, grad dat Füsschen, dat ist von dir. Hey. Und wer sich jetzt fragt, wieso ich das verzelle, dem möchte ich gern sagen, das war für mich Kölle. Und obendrein in jenem Fall der Inbegriff von lass wir uns davon ein Rohstück bewahren, denn eines muss man ganz klar sagen, Fastelavend ist mehr als nur in der Presse
zu lesen über Sauf- und Pinkelexzesse. Remi, Demi und Krawall sind nicht Kölner Karneval. Und wenn wir das begreifen bei unserem Rhein, wird der Ostermannswilli stolz auf uns sein. Es ist schöner, Menschen schunkeln zu sehen, als sich feindlich gegenüberzustehen. Weshalb mir der Karneval auch gut gefällt, als schönste Friedensbewegung der Welt. Ich hoffe, ihr konntet Frohsinn tanken und möchte mich herzlich bei euch bedanken, weil ein Redner, der ist nur so gut wie so ein fantastisches Publikum, was ihm zuhören tut. Haut auf die Drum und seid niemals brav. Feiert das Leben und Kölle. Allah, Dankeschön, euer Tuppes. Für diese gelungene Reimrede. Lieber Tuppes, komm ruhig einmal zu mir. Du bekommst natürlich noch den Festkomitee-Orden. Geht das? Danke dir. Und wir rufen aus, auf der Tuppes vom Land, Jörg Runge, ein dreifaches Kölle. Tuppes, ZDF. Herzlichen Dank. Mädchen hier im Saal. Unsere ersten musikalischen Gäste heute Abend sind noch gar nicht so lange im Kölner Karneval unterwegs. Doch sie haben sich mit ihrer wunderschönen Musik bereits die Herzen der Kölner erobert. Jetzt kommt feinster Kölschrock von der Gruppe Milieu. Solang beim Lernen die Lichter noch brennen, solang ne Funk weiß, wie Stippe futiert, solang der Peter noch schlägt, der Speimann es noch spürt, ja, solang stirbt der Kölsche nie durch. Man sieht es in der Zeitung, man hört es auf der Straße. Du liefer ja das Enges noch, die Kölsche Stürfe aus. Kein Blaskapellen, auch kein Flitsch, wir haben der Brasilians. Statt Ostermann und Milovic tut man jetzt atemlos. Doch es ist nicht nur ein Spruch, es ist nicht nur zu Hus. Ein Lebensart, die stirbt so schnell nicht aus. Nee!
beim Lobby die Lichter noch brennt, solange vom Welt wie Stimme fortiert, solange der Pizza noch schläft, noch Speim alles noch spät, ja, solange stirbt der Kirche nicht aus. Hey, hey, nur noch selten, uns Muttersprache ist weg. Und sie doch immer weniger, die Feature auf der Eck. Doch jetzt jede Nacht der alle Mann, der jetzt so verzählen hat. Und halt den Schnüss und hör uns so und zeig ihm jetzt Respekt. Denn es ist nicht nur ein Sprach, es ist nicht nur zu uns. Ein Lebensart, die stirbt so schnell nicht aus. Nicht mit uns! Solange beim Lommi die Lichter noch brennt, solange vom Welt wie Städten fortjährt, solange der Pizza noch schläft, der Speim alles noch spät, ja, solange stirbt der Kirche nicht aus. Hey, hey. Ja, ohne Brief, jetzt war immer singen auf nächste Jahr. Und wie jetzt war immer singen auch im nächsten Jahr. Und wahrscheinlich auch noch im Jahr danach. Und wenn es ganz Jahr für uns läuft, dann auch noch in 2000 Jahren. Aber ich glaube, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Und meine Damen, wie ihr wisst, macht das Singen doppelt Spaß, wenn man dabei die Ärmchen in die Höhe hebt. Jawohl. Wunderbar. Und wenn wir jetzt so machen, dann möchten wir, dass ihr auch so macht. Hervorragend. Und wenn wir so machen, dann möchten wir, dass ihr auch so macht. Wunderbar. Wenn ihr das alle verstanden habt, dann macht bitte so. So lang bei... Ja, solang stirbt der Kirche nicht aus. Sehr schön! Solang beim Lobby die Lichter noch brennen, solange vom Welt wie Städte fortjährt, solange der Pizza noch schläft, der Speim alles noch spät. Ja, solang stirbt der Kirche nicht aus. Solange beim Lobby die Lichter noch brennen, solange vom Welt wie Städte fortjärt, solange der Pizza noch schläft, der Speim alles noch spät. Ja, solang stirbt der Kirche nicht aus. Ja, solang stirbt der Kirche nicht aus. Ja, solang stirbt der Kirche nicht aus. Stippe von Milieu, eine Gruppe, die den Stimmungsdampfer Satori voll in Fahrt bringt. Diese 5 Jungs verstehen es, musikalisch Glücksgefühle zu erzeugen. Nun, Live-Matche, an die Gewehre für die erste Rakete des Abends. Und wir starten sie jetzt. An die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, ab, hey! Kommando 1, 2, 3, ab, hey!
herzlichen Dank der Gruppe Milieu mit einem dreifachen Kölle. Milieu. Mädchensitzung. Noch ein paar Hammerauftritte. Bis bald. Mädchen, es ist doch immer gut, wenn man für einen plötzlich auftretenden Notfall die richtige Person zur Verfügung hat. Sozusagen der Retter in der Not. Ja, nur mal angenommen, es täte jetzt hier plötzlich anzufangen zu brennen. Dann würde ich mich doch ganz gelassen zurücklehnen und rufen: Ist hier wer, der sich mit dem Löschen von Feuer auskennt? Tati? Und schon ist Kresse wieder da. Nach der Versammlung sagt der Maschinist: Jetzt müssen wir noch nach Zülpich in die Eifel. Wie kommen wir denn dahin? Sagt, ein Taxi ist zu teuer. Ich sag, da drüben ist ein Linienbusunternehmen. Das Beste ist, wir klauen einen Bus. Der Maschinist holt den ersten Bus raus, stellt ihn an eine Seite. Holt den zweiten Bus raus, stellt ihn an eine Seite. Holt den dritten Bus raus, stellt ihn an eine Seite. Sag, warum stellt sie die Busse alle an eine Seite? Sagt er, so eine Scheiße. Der Bus nach Zülpich steht ganz hinten. Zu Hause angekommen. Ich sag zu meiner Frau: Was gibt's denn zu essen? Sagt sie: Nichts. Ich sag: Gestern gab's doch schon nichts. Ja, sagt sie: Ich habe ja auch für 2 Tage gekocht. Ich sag, wenn ich mal sterbe, nimmst ja dann einen Freund. Sagt sie: Dafür brauchst du nicht zu sterben. Ich sag: Jetzt kennen wir uns so viele Jahre. Was wünschst du dir eigentlich nach so vielen Jahren zum Geburtstag? Sagt sie: Es fängt mit S an und hört mit X auf. Ich sag: Was willst du denn mit einer Steinflex? Wir wollten dann mit der ganzen Feuerwehr zum Lehrgang nach Leipzig. Ich hatte mir gerade ein neues Navigationsgerät gekauft mit Spracheingabe. Ich war gerade auf der Autobahn, sagt das Navi: Bitte wenden. Nachdem das 3-mal gesagt hat, bitte wenden, habe ich gesagt: Fahr doch zur Hölle. 25 Minuten später stand ich vor der Haustür von der Schwiegermutter. Ich denke, wenn du schon mal da bist, gehst du auch gleich rein. Ich gehe rein, saß die Schwiegermutter fix und fertig auf dem Sofa. Ich sag: Was hast du denn? Die konnte gar nicht sprechen. Ich sag: Was ist denn los? Wo ist denn Schwiegervater? Sagt sie: Im Bett, der ist auch fix und fertig. Ich sag: Warum denn? Ach, sagt sie, wir machen doch einmal im Monat Liebe. Nach dem Klang der Kirchturmglocken. Sagt sie, und heute kam der Eiswagen mit der Klingel dazwischen.
Am letzten Tag waren wir baden. Kam eine Frau aus dem Wasser und sagte, ich bin gerade 3-mal unsittlich berührt worden. Ich bin 3-mal unsittlich berührt worden. Ich gucke in das Wasser rein, taucht unser Hauptmann auf. Ich sage, Herr Hauptmann, was machen Sie denn da? Sagt er, ich suche mein Toupet. 3-mal habe ich schon fast gehabt. Zu Hause angekommen, sagt der Maschinist, der Hauptmann wird jetzt 80. Ich sage, was schenken wir denen denn zum 80. Geburtstag? Sagt er, der kriegt doch alle 10 Jahre seit seinem 20. Lebensjahr zum runden Geburtstag von der Feuerwehr eine Striptease-Tänzerin. Ich sage, da würde er sich aber freuen, jetzt beim 80. Sagt der Maschinist, ich glaube nicht. Ich sage, warum? Sagt er, ist noch dieselbe wie vom 20. Geburtstag. Sagt er, der Martin Schulz von der SPD hat es ja auch nicht so einfach. Ich sage, ja, den habe ich noch getroffen. Eine Woche vor der Wahl habe ich den Martin Schulz getroffen im Autohaus. Ich sage, der wollte sich einen nagelneuen Mercedes kaufen. Ihm hat aber 1 Euro gefehlt. Ist er raus auf die Straße, saß da ein Obdachloser. Sagt er zu dem Obdachlosen, hast du mal 1 Euro? Sagt der Obdachlose, wofür willst du ihn denn haben? Sagt er, ich will mir einen nagelneuen Mercedes kaufen. Sagt der Obdachlose, hier hast du 2 Euro, bring mir einen mit. Sagt der Maschinist, von Griechenland hört man ja gar nichts mehr. Ich sage, wenn die Griechen so weitermachen, nehmen sie ihnen irgendwann noch den Euro weg. Ich sage, kennt sich die Geschichte von dem italienischen und dem griechischen Bürgermeister? Der italienische Bürgermeister sitzt in Italien am Hang, kommt ein griechischer vorbei und sagt zu ihm, du bist doch hier Bürgermeister. Sagt der Italiener, ja. Sagt er, da unten die Villa, gehört die dir? Sagt der italienische Bürgermeister, ja. Sagt er, verdient man denn in Italien als Bürgermeister so viel Geld? Wo hast du das Geld her, dass du dir die Villa leisten kannst? Sagt der italienische Bürgermeister, siehst du da oben die Brücke? Mit EU-Geldern. 4-spurig geplant. Ich habe sie einspurig bauen lassen. 3 Jahre später geht der Italiener durch Griechenland, sitzt da der griechische Bürgermeister. Sagt der italienische Bürgermeister zu ihm, sag mal, da unten die Villa, gehört die dir? Sagt der griechische Bürgermeister, ja. Sagt, die ist ja 5-mal größer als meine, wo hast du das Geld her? Sagt der griechische Bürgermeister, siehst du da oben die Brücke? Sagt der Italiener, wo? Wir sind dann mit der Feuerwehr, sind wir dann nach Las Vegas geflogen. Ich bin mit der Bahn gefahren. Kam der Schaffner, guckt mich an und sagt, Sie haben ja einen Kinderfahrschein. Ich sage, da können Sie mal sehen, wie lange ich auf die Bahn gewartet habe. In Las Vegas angekommen, sagt der Maschinist, jetzt gehen wir ins Spielcasino und wir spielen Roulette. Sagt er, wir setzen alles auf eine Zahl. Sagt er, wie oft hast du letzte Woche mit deiner Frau Liebe gemacht? Ich sage, 5-mal. Sagt er, ich 6-mal. Sagt er, 5 und 6 ist 11, setzen wir alles auf die 11. Die Kugel dreht sich, die 0 kommt. Ich sage, hätten wir die Wahrheit gesagt, hätten wir jetzt beide gewonnen. Ich komme früh morgens ins Hotel, meine Frau hat schon geschlafen, will die Klamotten in den Schrank hängen, steht im Schrank ein fremder Mann. Ich sage, was machen Sie denn hier? Sagt er, ich passe auf die Motten auf. Die fressen sonst Löcher in die Kleidung. Ich sage, warum sind sie nackt? Sagt er, können Sie mal sehen, wie aggressiv die Tiere sind. Sagt meine Frau, jetzt haben wir ja 3 Kinder. Ich hätte gern noch ein 4. Ich sage, das wollte ich dir schon immer sagen. Ist mir in einer schwachen Stunde passiert. Ich habe noch ein 4. Das ist bei der Mutter, soll ich das mal holen? Habe ich das Kind abgeholt? Ich komme zu Hause an, ich sage zu meiner Frau, wo sind denn unsere 3? Sagt, sie sind auch gerade abgeholt worden. Sagt meine Frau, im Pascha in Köln
im Bordell ist Tag der offenen Tür. Sagt sie, ich war noch nie im Bordell. Ich sage, ich auch nicht. Sagt sie, gehen wir mal hin. Wir kommen da an. Sagt der Portier an der Eingangstür, Namen der Kresse. Sagt meine Frau, woher kennt sie den denn? Ich sage, ist der Sohn vom Maschinisten. Meine Frau gibt den Mantel ab, sagt die Frau in der Garderobe, Namen der Kresse. Sagt meine Frau, woher kennt sie die denn? Ich sage, ist die Schwiegertochter vom Maschinisten. Wir gehen rein, tanzt eine leicht bekleidete Dame auf dem Tisch, schleudert den BH durch die Luft und sagt, wer soll diesen BH fangen? Der ganze Saal, Kresse, Kresse. Meine Frau raus, Taxi, Taxi. Ich mit ihr hinten ins Taxi rein, sagt sie, du Sau, du Schwein. Dreht der Taxifahrer sie um und sagt, na Kresse, wenn die Neue weiter so rumzieht, schmeißen wir sie raus, wa? Brennt ein Feuer richtig hell, kommt die Feuerwehr ganz schnell, ist einer dabei, fliegt auf die Fresse, schärfer als scharf. Ist das meist Kresse? Danke. Allah! Das war Feuerwehrmann Kresse, der Mann für alle Notfälle. Aber nach diesen Ausführungen soeben glaube ich, dass seine Art der Brandlöschung eher in Richtung Durstlöschen geht. Da erklären wir uns doch mal alle solidarisch und erheben unser Glas auf den Feuerwehrmann Kresse mit einem Dreifach von Hetze. Kölle! Feuerwehrmann Kresse. Festkomitee. Prost! Mädchen hier im Saal, auch Sie gehören zur jungen Garde der Kölner Musikgruppen. Doch Sie haben sich mit einer Vielzahl wunderschöner Titel bereits einen Namen gemacht. Freuen wir uns auf Musik vom Feinsten. Freuen wir uns auf die Band Cat Ballou. So, wir kommen zu unserer neuen Sessionsnummer. Und wir alle feiern das Leben. Genauso muss das auch sein. Denn keiner von uns weiß, wie viel Zeit uns dafür noch übrig bleibt. Wir feiern Klappe. 1, 2, 1, 2, immer wärm. Danse mir auf der Dächer und lure uns der Sonnenaufgang an. Und ich seh besser Band und die Sonnenmond stehen her. Mein Gitter und den Stimmen sind die schönste Sinfonie. Wir feiern et Leben. Erzählt uns zusammen, das wird uns keiner nehmen. Wir feiern et Leben, das wird niemals feiern. Wir feiern et Leben, erzählt uns zusammen, das wird uns
zusammen, das wird uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das wird niemals verjähren. Wir feiern das Leben, das hält uns zusammen, das wird uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das wird niemals verjähren. Vielen herzlichen Dank. Das war Musik von Cat Ballou. Ihr habt den Sartori-Saal in den größten Mädchenchor der Kölner Stadt verwandelt. Vielen Dank und wir rufen aus auf Cat Ballou ein Dreifach. Kölle! Cat Ballou. Festkomitee. Und für Cat Ballou natürlich auch eine Rakete. Mädchen an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, ab. Hey. Kommando 1, 2, 3, ab. Hey. Kommando 1, 2, 3, ab. Hey. Bis Aschermittwoch noch viel Freude in der Session. Vielen Dank für diesen fantastischen Moment. Liebe Schwestern, liebe Zuschauer zu Hause, immer wieder werden uns Dinge erzählt, welche man getrost in Richtung Märchen schieben kann. Unwahr, gelogen, falsch. Unser nächster Redner kommt als Märchenfigur verkleidet, wobei er uns mit Sicherheit nur die Wahrheit berichten wird. Verkünden wird er uns von Dingen, die übers Jahr passieren, in Reim gepackt, klug formuliert, um uns zu amüsieren. Gar unverblümt berichtet er und immer gerade raus. Drum bitte ich ihn nun auf die Bühne. Rumpelstilzchen, komm heraus! Dem Schneewittchen sein Stiefmutter frug wieder mal im Märchenland: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da sprach das Spieglein wieder schiebet ehrlich zu: Die Schönste im Märchenwald bist du. Aber gleich, da wirst du wieder sauer sein. Denn fahr mal heute Abend in der Sartori rein, da sitzen wieder, wenn ich nicht kurzsichtig werde, die 1300 schönsten Mädchen der Erde. So, der Bann ist gebrochen. Ich sehe schon.
Mädels, euch jedes gut. Aber im Märchenwald wird nur noch lamentiert über das, was in Deutschland und in der Welt passiert. Für ein paar Jahre hielten uns die Griechen auf Trab. Dann hätte es mit Putin nicht mehr geklappt. Danach kommen die Engländer mit ihrem Abgesang aus Korea, der Uran-Utan von Pyongyang, dann die Präsidentenkarikatur aus Amerika und jetzt noch der Rumpelstilzchen aus Ankara. Jetzt war der Erdogan im Märchenland, sprach Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich will jetzt hier eine Rede halten und Deutschland mal ordentlich zusammenfalten. Denn da gibt es was, das hasse ich wie die Pest, dass man mich nicht zu meinen Anhängern reden lässt. Da hat das Spieglein kurz nachgedacht und dann voller Demut zu dem Ehrenmann gesagt, passen Sie auf, du leidenschaftlicher Verfechter von Meinungsfreiheit, du fehlgeleitete osmanische Selbstherrlichkeit, du anatolisch-fanatisches Pulverfass, die Hanse doch eine Hau mit der Pann verpasst. Du geistige Müllton vom Bosporus, bist du endlich nur noch Bestuss. Aber jangens bei die Holländer, die sind richtig nett. Bei denen hast du noch eine Stein im Brett. Von denen Christe, weil du immer so gekränk, ein Freikart für ein große Karawanmesse schenk. Damit gehst du dann an die Wohnwarenständ von Hümer, Hobby, Knaus und Fendt. Da kannst du, wenn du willst, bis zum Erbrechen stundenlang von neuen Anhängern sprechen. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. Mädels, aber nicht nur das hat letztes Jahr interessiert, sondern auch, was rund um den Fußball passiert. Willkommen im Reich der Transferperversionen, von Barcelona nach Paris, 222 Millionen. Für das Jahresgehalt von einem Herrn Neymar arbeitet Krankenschwester in Köln 800 Jahre. Wir haben jetzt im Märchenwald ein Komitee, zur Entwicklung einer neuen Transferidee. Wir sagen den Scheichs aus Abu Dhabi und Katar, madisch im Fußball ein bisschen rar, dort ihr Milliarden sinnvoll investiere und statt Fußballer lieber Politiker transferiere. Es wird auch bestimmt keine Flop, wenn aus Nordkorea der laufende Kubikmeter mit dem Kistekorb zusammen mit der Abrissbirne aus dem Weißen Haus, genannt die blonde Pirk mit der Twitter-Faust, auf der Wunschliste von so einem Scheich ganz oben steht und im Doppelpack verhökert auf Reisen geht. Für 1,5 Milliarden wird dann ein Raket gezündet, womit man die zwei auf der Mond schießen könnt. Jeder kriegt für den Trip noch ein Päckchen Uran, dass der eine dem anderen in den Futt stecken kann. Und der bei sich die größte Strahlung verspürt, würde von uns zum Arsch des Jahres gekürt. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass hier Rumpelstilzchen heißt. Ja, und dann haben wir in der EU 2 Schätzchen, für die jede Demande vielleicht auch noch ein Plätzchen. Erst haben wir sie in der Union ganz herzlich begrüßt und jetzt treten uns die Ungarn und Polen auf die Füße und sagen trotz Urteil vom obersten Gericht LMAA, unsere Grenzen bleiben dicht. Aus Polen hörste, wir haben noch nicht ins Platz für uns eigene Lück. Die Familie Lewandowski haben wir schon nach München geschickt. Oder die Ungarn, für Zigeunermusik berühmt und bekannt. Aber Sinti, Roma und Moslems werden aus der Pusta verbannt. Nach dem Motto, komm Zigan, spiel mir was vor. Aber für Asyl, gehst du bitte weiter Richtung Brandenburger Tor. Da lobe ich mir doch die Italiener und Niederländer. An deren Grenze steht ein Schild auf einem Ständer. Willkommen ist hier jeder Mann,
der uns das Fußballspielen beibringen kann. Ja, und dann hätte ich noch einen Kandidat für den Mond, den aufzuschießen sich auch sicher lohnt. Tidjon Partei, die hättet geschafft und wurde in Deutschland drittstärkste Kraft. Die haben ja bei sich so eine Widerling, dem jetzt vom Gehirns verloren ging. Alexander Gauland, der von rechts außen aus der Hüfte schießt und seine Politgülle kübelweise über uns ausgießt. So à la Brüder und Schwestern, wartet nicht bis morgen. Heute noch die Vizeschlampe von der SPD entsorgen. Danach werden wir in den folgenden Tagen Frau Merkel und diese Weicheier jagen und holen uns dann Stück für Stück unser Volk und unser Land zurück. Klar, ne? Der tat sich ja schon vor ein paar Jahren outen und ließ über Jerome Boateng verlauten: Wer will denn diesen fremdländischen Knaben schon neben sich zum Nachbarn haben? Ich sag, hab Dank für diese flammende Rede. Aber so brung wie du bist, kann der Boateng ja nicht mehr wede. Und bei 10 Jeroms, links und rechts von mir, fühle ich mich 1000-mal wohler als neben dir. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. So wie eine J und Pott. Aber sonst sind wir Deutsche ja weltweit geachtet, als Dichter und Denker bekannt, besonders in Arenal am Ballermannstrand, wo die Mallorquiner vor Freude de Fahne hissen beim Anflug mancher deutscher Vorzeigetouristen. Dabei muss man 4 Typen unterscheiden, um diese uns in ganz Europa beneiden. Typ 1 tritt in Horden auf, säuft und grölt rum, hat dieses eben beschriebene Gehirnvakuum, kennt sich deshalb bestens in Politik und Erdkunde aus, marschiert durch Palma und schreit: Ausländer raus. Typ 2 dagegen verhält sich völlig korrekt, wird im Hotel morgens um 5 vom Wecker geweckt, beweist dann, um sich nicht zu verspäten, olympiareife Sprinterqualitäten, schnappt sich sein Handtücher, rast an den Pool, krallt sich Sonnenschirm und Liegestuhl, ist dann aber völlig perplex und konsterniert, weil schon 6 Engländer der erste Reihe reserviert. Typ 3 kommt im September oder Mai für eine Woche Sonnentanken vorbei, kriegt von der Sonne ja nichts mit, weil er das überpennt, wedet's abends fit, bechert und baggert nachts ohne Pause, singt schmutzige Lieder mit Mickey Krause, fliegt zurück zu seinem Schatz in Kälte und Regen und klagt: Ich hab die ganze Woche mit Schmerzen im Bett gelegen. Jetzt hier wird ja Gott sei Dank noch Typ 4. Solide Rheinländer, so wie wir. Wir haben, bevor wir den Fluch gebucht, einen Spanisch-Intensivkurs besucht, 4 Wörter gelernt, die sagen uns immer wieder vor: Tres cervezas, por favor. Von 4 Typen habe ich jetzt berichtet. Ich habe allerdings auch noch Typ 5 gesichtet. Kultstrophe. Eine Woche im Jahr steht der Papa am Herd, wenn der Kegelclub Mama bück dich nach Mallorca fährt. Früh morgens in Palma angekommen, wird mit Prosecco L-Tyroxin für die Schilddrüse genommen. Danach ruft es Sonja: Auf, Mädels, ran! Frischfleisch sondieren am Ballermann. Und schon sind die ersten Adonisse am Locken. Bierbauch, Adiletten, Tennissocken und Grölen. Sieh ich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Da tönt es Hiesela, je mit dran, dicker Mann, bist nicht knackig. Danach noch 2 Stündchen in der Sonne legen. Man will sich ja auch nicht so viel bewegen. Nachmittags stehen neben Sahnetörtchen und Vanillesößchen die Cholesterintablettendöschen. Die werden aber schnell wieder versteckt, als man die Clubspitze Männer aus Oberpleis entdeckt.
Sofort wird in ein Hotel geeilt und sich für den Abend gestylt. Anti-Aging-Creme wird aufgeschichtet, et Komödchen mit dem Push abgerichtet, Bleach-Blond-Extensions für die Haare, Hormonpillen für die Wechseljahre, Kita-Salbe für die Knie und für intensive Feuchtigkeit Hyaluron Pro V. Nur Margret stöhnt mir das alles wie. Atemlos durch die Nacht schaff ich nicht mehr. 2 Stündchen sind sie schon am Schwofe. Da meint Gudrun, jetzt muss ich jemals daheim anrufen. Seelenruhig und völlig entspannt, ne Tünnes im Arm, et Handy in der Hand, sprach sie ohne jedes schlechte Gewissen: Schatz, du glaubst ja nicht, wie ich dich vermisse. Schließlich wurde der Tünnes aber zu penetrant. Da klatscht Gudrun ihm auf der Hand und meint: Lebe Jung, jetzt merket dir, auch wenn du da gleich Schlangen dran kaust, mir sind nur zum Glühen hier, brennen tume zu Haus. Nur Sonja. Sonja nahm es als Singlefrau an diesem Abend nicht so genau. Und als am nächsten Morgen ihr Fridolin frug, wollen wir nicht zusammenziehen, da meint sie: Lebe Jung, in meinem Alter ist man erfahren und ein bisschen chinant. Dann nimmt man nicht mehr stationär auf, sondern nur noch ambulant. So, und jetzt hören wir uns wieder nach Köln. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Da wurde gehämmert, gebacken, gestrichen, genäht, gemauert, gepflastert, geschreinert, gemäht. Und ehe ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagwerk schon gemacht. Hück machen die Heinzelmännchen von Köln andere Arbeit. Ich kann es erzählen. Da wird geklüngelt, gepokert, geschachert, frisiert, rumgeeiert und falsch kalkuliert, gejammert, verzögert, geschimpft und vergessen, Verantwortung geschoben und ausgesessen. Da haben sie das Bauamt noch zuletzt in de Kajas Nummer 0 versetzt. Die sind da fleißig Papiere am Siegeln, machen aus nem Kalkberg nen Idiotenhügel. Selbst das Opernhaus bringt sie nicht in Nöte. Da gehen zig Millionen für der Zauberflöte, für der Zustand am Ebertplatz wird kapituliert. Straße und Brücke kriegen sie nicht saniert. Schneckentempo beim Wohnungsbau. Kölner Schulen sehen aus wie ein Sau. Doch die Damen und Herren von Rat und Verwaltung tragen ihr Amt mit Würde und Haltung und der Parole, wir haben mit nix jetzt zu tun, waren nirgendwo dabei. Aber bei der Prinzenproklamation sitzen wir in der Ätzterei. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass hier Rumpelstilzchen heißt. In diesem Sinne mache ich jetzt Schluss. Noch eine herrliche Sitzung, Herr Jodnerhus. Ihr wart ein fantastisches Publikum und ich freue mich, wenn ich irgendwann wiederkomme. Tschüss und Alaf, Kölsche Mädchen und mache ich noch eine schöne Fastelovend. Seit 35 Jahren auf der Bühne und immer wieder aktuell. Herrlich, ausgezeichnet als Meister der Kölschen Sprach und des Kölschen Humors. Lieber Fritz Schops, für dich den Orden des Festkomitees. Und wir rufen aus, ob es Rumpelstilzchen, ein Dreifach von Etze, Kölle! Rumpelstilzchen, Mädchensitzung, Maret Jod.
Lefmädchen, ihr steht zurecht. Sie gehören zu den bekanntesten Musikgruppen Kölns. Wer Karneval mag, der mag auch sie. Bereits 1970 gegründet, bringen sie uns immer wieder Jahr für Jahr wunderbar kölsche Gefühl und kölsche Stimmung. Mit großer Freude sage ich sie an. Hier sind sie, die Black Fizz. So, Lefmädchen. Herr Hupperte, darf ich bitten? Bitte schön, Herr Bäumer. Bau, 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 bau. Bau, bau. Bau, bau. Bau, 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 bau. Bau, bau. Bau, bau. Schabau. Ich war fast schon jenseits von Eden. Adios, amore, goodbye. Glück auf der Welt gehört zu jedem. An mir hing er einfach vorbei. Da kommst du, ja du, und du sprengtest die Ketten entzwei. Wunder, wo war, der Himmel war da. Für mich war da echt Zauberei. Oh, oh, Katrin, ich hab mich verloren. Bau, bau. Verloren an dich. Oh, oh, Katrin, ich bin der geboren. Bau, bau. Der geboren durch dich. Ich bin niemals im Leben. Ohne dich mich sind, denn nur mit dir hält mich leben, wie dich schön. Hallo, Engel mit jodblonde Haare. Ich sah dich von draußen da stehen. Bau, bau, bau. Wie hätt's das so lang die vier Frauen? Der schmilze wie Eis in der Sonne und der Duft in der Luft. Ich ging rein und du hast mich bedient. Sag's hello again, es war ja so schön im Moment, nachdem ich dich gesehen. Oh, oh, Katrin, ich hab mich verloren. Bau, bau. Verloren an dich. Oh, oh, Katrin, ich bin der geboren. Bau, Nee, geboren durch dich. Ich will niemals im Leben ohne dich mich sind. Denn nur mit dir hält mich leben, wie dich schön. Oh, Katharina, die Sache mit Andi, die kann ich dir nicht vergessen. Und als er dir sagte, Kuss hätte behauptet, du hättest mit Pitt, du hättest mit Hartmut und er hätte da mit Günther gebümmelt. Ist es dann möglich, Mädchen? Nee, nee, nee. Ich hab Stunde gesessen, ich Mädchen, jetzt für dich. Oh, oh, Katrin, ich hab mich verloren. Bau, bau. Verloren an dich. Oh, oh, Katrin, ich bin der geboren. Bau, bau. Der geboren durch dich. Ich will niemals im Leben ohne dich mich sind. Denn nur mit dir hält mich leben, wie dich schön. Oh, mein Junge. Ich will niemals im Leben ohne dich mich sind. Denn nur mit dir hält mich leben, wirklich schön. Oh, Vielen Dank, ihr Lieben. Wow. Schön. Das waren die Black Fizz. Musik, wie wir sie lieben. Unvergleichlich original. Herzlichen Dank. Jetzt eure Rakete. Lefmädchen an die Gewehre. Kommando 1, 2.
kommt gut durch die Restsession. Herzlichen Dank. Und wir rufen aus, auf die Blackbirds, ein Dreifach, Kölle! Blackbirds! ZDF! Mädchen nach einem klassischen Element im Kölner Fastelehr gefragt, kommt häufig als Antwort die Auftritte der sogenannten Tanzchors, eine kölsche Spezialität, welche die Elemente von Tanz, Akrobatik und Show miteinander vereint. Wir haben heute eine der besten Vertreter dieses Genres zu Gast. Sie verstehen es, diese Tanzkunst völlig neu zu interpretieren. Ja, Kölsche Danzeosterei. Getreu diesem Motto erwarten wir nun einen maritimen Auftritt. Freuen wir uns auf die Stadtgarde Kolonia Ahoi e.V. Wir sind die Stadtgarde Kolonia Ahoi, Ahoi, Allah. Und wo ihr Lust ist, da sind wir dabei. Ahoi, Ahoi, Allah. Wir machen uns von anderen Freund, da ist der Jahrenfall. Mal singen, ja, mal vieren, in Kölsche Karneval. Ahoi, 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 Allah. Wir sind die Stadtgarde Kolonia. Ahoi, Ahoi, Allah. Und wo ihr Lust ist, da sind wir dabei. Ahoi, Ahoi, Allah. Wir machen uns von anderen Freund, da ist der Jahrenfall. Mal singen, ja, mal vieren, ja, in Kölsche Karneval. Ahoi, Ahoi, Allah. Und wo ihr Lust ist, da sind wir dabei. Ahoi, Ahoi, Allah. Wir machen uns von anderen Freund, da ist der Karneval. Mal singen, ja, mal vieren, ja, im Kölsche Karneval. Ahoi, Ja, ahoi zusammen, liebe Menschen, seid ihr gut drauf? Wunderbar, ich freue mich, dass wir heute hier im Saturn wieder dabei sein dürfen und ich habe sie euch extra alle mitgebracht. Es sind die schärfsten Schenkel aus ganz Köln, es ist das Tanzchor der Stadtgarde Kolonia. Los geht's, viel Spaß.
Kölle! Stadtgarde! Kölle! Ich bitte um den Ausmarsch. Vielen Dank. Lieben Dank, liebe Martina. Lieben Dank an den sensationellen Elferrat. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an all eure Freundinnen hier im Saal. Danke, dass ihr so einen tollen Empfang uns bereitet habt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend und kommt gut durch die Session. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye, eure Stadtgarde. Tschüss zusammen.
liebe Mitschwestern, ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Gerade bei einer Mädchensitzung gehört doch eine echte Frau auf die Bühne. Eine, die das Leben zu nehmen weiß, in all seinen Facetten. Ja, die mit ihren Wohnungsinsassen, genannt Familie, umzugehen weiß. Bitte auf die Bühne, ne, Frau Kühne! Guten Abend, Mädels. Da sind wir unter uns wieder, ne? Habt ihr noch Bock? Super. Das ist das. Ich liebe so Säle, wenn du reinkommst, Stimmung. Und du spürst das. Du spürst das. Und ich sage immer, ich war echt gut drauf. Aber wenn ich das so sehe, da fällt mir direkt wieder ein, ich habe letztens in der Zeitung gelesen, Sitzen ist das neue Rauchen. Hammer, oder? 1 Stunde sitzen verkürzt das Leben um 20 Minuten. Ist der Tag für euch ja schon Schuss in den Ofen, ne? Ja. Weißt du, wenn ihr jetzt die ganze Zeit sitzt, ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken. Jetzt soll Sitzen schon gesundheitsgefährdend sein. Hör mal, mir ist im Sitzen noch nie was passiert. Und wenn ich höre gesundheitsgefährdend, weißt du, ich überlege immer so wie fettiges Essen. Fettiges Essen ist auch ungesund. Und ich esse gerne fettiges Essen. Im Sitzen. Ja. Ist, oder? Das Schlimme ist ja auch, sagen ja auch immer alle, Alkohol ist auch so gesundheitsgefährdend. Alkohol gesundheitsgefährdend, natürlich. Ich trinke gerne Alkohol. Beim fettigen Essen. Im Sitzen. Nein, das ist, wenn du so überlegst, bin ich quasi schon fertig zum Abholen. Ja. Nein, und wie gesagt, im Sitzen. Wenn ich sitze, also ich sitze gerne und lange und viel. Und mir ist wirklich zum Glück noch nie was passiert, aber Glück ist auch so relativ. Weißt du, für die einen ist es Glück, wenn sie 1 Million im Lotto gewinnen. Ich habe schon Glück, wenn ich in so einer 6er Chicken Nugget 7 drin habe. Ja. Das ist für mich schon Glück und ich sitze im Moment auch so viel. Ich muss so viel sitzen, weil mein Sohn hat jetzt einen Führerschein gemacht mit 17. Oder wie meine Mutter sagt, Sven macht jetzt betreutes Fahren. Da weißt du, was du mitmachst als Mutter. Allein schon, wenn die da an dem Computer sitzen und die diese Fragen dann wegklicken sind, ne? Da stehst du dahinter, bis an Gucken. Und erste Frage, falsch. Ich sag, was ist falsch? Ja, das ist die einzigste, die ich falsch habe. Ich sag, einzige. Nee, Sitte, das ist die einzigste. Ich sag, du bist hier gleich der Toteste. Boah. Nein, das Schlimmste ist doch, wenn die dich fragen, kannst du mir helfen? Da hoffst du als Frau doch nur, hoffentlich fragt dir jetzt nicht das Ding mit dem Bremsweg. Ey, das hat doch keine Frau begriffen, der Bremsweg. Weißt du, da musst du dir vorstellen, du sollst in dem Auto sitzen und da sollst du irgendwas ausrechnen. Hör mal, Bremsweg, allein der Abstand zum Vordermann. Dazu müssten wir so einen Abstand erstmal abschätzen können. Geschweige denn ausrechnen. Wenn ich bremsen muss, habe ich nur einen Gedanken. Hoffentlich reicht es. Ja. Ja, oder? Da brauch ich keine Formel für. Nein, aber er hatte eine andere Frage, die war auch gut. Er war die links abknickende Vorfahrt und von vorne kam ein Auto. Und da kam dann die Frage, wer muss warten? Ich sag, und? Sagt er, ich. Ich sag, wie du? Ja, sagt er, ich. Ich sag, du bist die links abknickende Vorfahrt. Sagt er, ich warte trotzdem. Ich sag, warum? Wo sagt er, Mama? Woher soll der andere denn wissen, was ich für ein Schild hab? Nein, jetzt mal ehrlich, das ist so doof, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Weißt du, ne? Da fragt er dann so Sachen, ja, wie ist das denn jetzt? Wie viel Promille darf ich denn haben, wenn ich den Schein hab? Ja, ich sag 0.
Wie Sitte 0? Papa hat doch immer, ja, ich sag, wir haben halt viel Glück gehabt im Leben. Nein, du hast wirklich, und dann, mein Mann, der trinkt halt gerne. Viel, also, nein, ich sag jetzt mal so, der ist noch nie durstig von der Feier nach Hause gekommen. Also, ja. Nein, also so, wie soll ich das erklären? Männer ist eben so, die trinken gerne Alkohol. Es ist ja manchmal so, wenn du hier wirklich in eine Kneipe gehst und trinkst da deine 5 Bier. Manche gucken dich schon an und halten dich für einen Alkoholiker. Wenn du am Dorf 5 Bier trinkst, bist du der Fahrer. Ja. Nein, aber du merkst das alleine da schon dran, dass Männer mehr Alkohol trinken, weil, kannst du auch belegen, also weil nach Muttertag kommt immer ein Montag, nach Vatertag ein ganzes Wochenende. Ja. Das Schlimme ist ja auch jetzt, weißt du, ich ärgere mich, jetzt hat er den Schein und jetzt muss ich daneben sitzen. Das ist nicht schön. Hast alleine schon in der Woche 3 Maschinen Wäsche mehr, weil du nur diesen Angstschweiß hast. Du sitzt daneben, du wirst irre. Und die wissen ja alles besser. Ich sag, Sven, das ist mir scheißegal, ob das kürzer ist. Im Kreisverkehr fährt man rechts rum. Der ist schlimm. Dann sitzt er da ist er nur am Winken. Ich sag, hör doch mal auf zu winken. Sagt er, Mama, die grüßen aber alle. Ich sag, dann mach das Fernlicht aus. Nein, auch du, dann habe ich ihm gesagt, ich sag, Sven, hast du gesehen? Sagt er, was? Ich sag, du hast das Bremslicht kaputt. Sagt er, oh, vorne oder hinten? Ich weiß nicht, wie der bestanden hat. Ich bin kein anspruchsvoller Beifahrer. Ich mache mal so Überholvorschläge oder Bremswünsche und mehr auch nicht, aber du sitzt neben dem und du fährst auf so ein Stoppschild zu. Dann denke ich immer, guck mal, wenn ich es doch sehe. Du musst es doch auch sehen, aber der bremst nicht. Dann weißt du, dann sage ich immer, Sven, das ist keine Empfehlung vom Verkehrsminister, das ist ein Befehl. Weißt du, für die ganz Doofen haben sie es sogar draufgeschrieben. Wirklich, und 2 Meter vor dem Schild, dann geht der in die Eisen, du schießt fast durch die Scheibe. Da gucke ich den an, ich sage, und jetzt? Sagt er, halten. Ich sag, Sven, halten, nicht parken, los. Weißt du, dann sagt er, ja, aber in der Fahrschule hat der gesagt, irgendwas mit 3. Ich sag, Sekunden, nicht Stunden, ich sag, mach. Weißt du, du hast das Gefühl, der steht vor dem Stoppschild, der wartet, dass das grün wird. Wirklich, und dann fährt der los und der fährt so langsam. Boah, weißt du, andere sind Heizer, aber meiner fährt so langsam. Wenn der bei uns durch die Straße fährt, da sagt mein Nachbar immer, guck mal, das Safety Car ist wieder draußen. Der fährt aus der Stadt raus. Ich sag, komm, Gas. Sagt er, was? Ich sag, fahr. Ich sag, guck doch meinen Rückspiegel. Sagt er, hab ich gesehen, eine riesen Schlange. Ich sag, ja. Sagt er, und ich bin vorne. Boah. Ich sag, drück doch mal auf das rechte Pedal. Sagt er, was dann? Ich sag, dann wird die Landschaft schneller. Ich sag, komm. Nein, wir fahren ja auch viel Kurzstrecke. Ich muss mit dem auch oft Kurzstrecke fahren, weil der muss es einfach lernen. Weißt du, der muss parken. Die können heute nicht mehr parken. Und es ist doch, die haben es doch schon so einfach. Ich habe noch überlegt, wenn wir früher eingeparkt haben, zurück, Pock, kaputt. Ja. Was haben die? Die fahren zurück, piep, 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 piep. Das piept immer. Die fahren vorwärts, piep, 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 das piept. Das piept sogar, wenn die die Tür aufmachen. Als ob die nicht merken, dass die die Tür aufmachen. Das piept, wenn sie das Licht nicht aus, das piept alles. Ich stehe letzte Woche bei mir in der Küche, da piept die Spülmaschine, ich habe geschrien, brems. Ach, nein, wie gesagt, wir fahren auch Kurzstrecke, also wie gesagt, dann fahren wir immer zum Rewe, ich sag, komm, parken und üben, ne, komm, wir fahren hin, ne?
Und dann höre ich, wie der im Auto schon sitzt und sagt zu seiner Freundin, oh, ich muss noch eben mit Mama Rewe. Ich sag, zu Rewe. Sagt er, was sollen wir denn da, wenn die zu haben? Ich helfe, wo ich kann. Also das, ne? Das, achtet mal drauf im Supermarkt. Es wird ja auch immer blöder gefragt. Ich stehe letztens an der Wursttheke und guck in eine Wurst. Ich stehe an der Wursttheke und hinter mir tippt mich einer an und sagt, stehst du hier für Wurst? Ich sag, nee, heute ist Dienstag, da kannst du hier eine Fahrt im Heißluftballon gewinnen. Nein, du, der eine war nur am Motzen, der war am Motzen die ganze Zeit und sagt, alles wird teurer, egal was du anpackst, alles wird teurer. Ich sag, hol dir einen Einkaufswagen, kostet immer noch €1. Nein, auch, die stand da steht ein Mann neben mir, guckt mich an und sagt, Pappeier. Ich sag, was? Sagt er, Pappeier. Ich sag, kriegst du Pappeier, mein Freund? Ja, sagt er, ich muss die aber haben. Ich sag, was sind denn Pappeier? Sagt er, weiß ich nicht, ich habe meine Frau aufgeschrieben. Habe ich geguckt, ich sag, das sind keine Pappeier. Ich sag, du musst Papaya holen. Wirklich? Nein, das ist ja gerade Obst- und Gemüseabteilung, da lernst du Sachen. Da war letztens auch ein Mann und der war so frech. Ich kann das nicht haben. Ich sage immer, Verkäuferin ist für mich im Beruf, der ist völlig unterbewertet. Die machen einen Mörderjob, die Mädels. Und da kommen dann die Männer oder egal wer und die sind frech. Der steht vor der Verkäuferin und sagt zu der, Paprikaschoten. Habe ich gedacht, du hättest mich fragen sollen. Hätte ich gesagt, grün. Ja, ist doch so. Das kann man doch vernünftig sagen. Nee, er wollte Paprikaschoten. Und die Verkäuferin, die war sehr nett und sagt, hier, Paprika und so. Nee, Paprikaschoten. Na, das wäre dasselbe und da wäre aber... Ja, aber er wollte aber Paprikaschoten, das hätte im Rezept so gestanden. Ja, aber spätestens da hätte ich als Verkäuferin gesagt, mach Nudeln, komm. Ja. Und der blieb dafür hängen. Der hörte nicht mehr auf. Ja, aber in seinem Rezept wäre das so, und da hätte gestanden, er brauchte... Hör mal, da bin ich dahin. Ich sage, hör mal, Kollege, ganz ehrlich, ich sage, ich habe das jetzt gerade mitgekriegt. Ich sage, weißt du, was der Unterschied ist zwischen einer Paprikaschote und dir? Sagt er, nee. Ich sage, bei einer Paprikaschote, da kannst du das hohle innen mit Met füllen. Jetzt ehrlich, mich ärgert sowas. Sowas, das ärgert mich. Da muss ich helfen. Aber das ist ja auch, egal wie flott du durch so einen Laden bist, es endet an der Kasse. Und dann stehst du an dieser Kassenschlange, weißt du, die 10., 12. Stelle, und irgendeiner tippt dich wieder blöd an und sagt, stehst du hier in der Schlange? Sag ich immer, nee, ich habe mit dem Einkaufswagen eine Probefahrt gemacht. Ich sag, ich suche eine Stelle, wo ich drehen kann. Nein, und du hoffst ja immer, dass jetzt irgendwas passiert. 10 Mann vor dir. Ich rufe dann schon immer, 2. Kasse oder sind das nur Attrappen? Ne? Nein, und ich sage immer, wenn du überlegst, so ein Wanderfalke, der fliegt zwischen 250 und 300 Stundenkilometer, das ist unwahrscheinlich schnell. Das ist aber ein Dreck dagegen, was die vor dir für ein Tempo aufnehmen, wenn der Satz kommt, wir öffnen Kasse 4 für Sie. Die fahren dich über den Haufen. Du stehst da, ich denke immer nur, bitte, ne? Und vor dir wützt alle nach rechts weg, rotzen. Hab das jetzt überlegt, habe ich mir jetzt einen neuen Klingelton runtergeladen. Wenn ich jetzt in so einer Schlange stehe, dann mache ich vorsichtig das Handy auf laut und dann kommt mein neuer Klingelton. Wir öffnen Kasse 4 für Sie. Ja, da holst du schon mal 6 bis 8 Minuten raus, das ist... Ja. Nein, auch so Tatsachen, was du so an der Kasse so erlebst.
Letzte Woche stand ein Mann vor mir, der hatte eingekauft. Sichtlich für die Familie, also definitiv. Da lagen Tampons, da lagen Kinderdingens, Kinderschückes. Der hatte alles gekauft hier, Schnupp und ich weiß nicht, Obst, Gemüse. Hatte der alles gekauft und ein Sixpack Bier. Und die Verkäuferin zieht alles über die Kasse drüber und fertig. Und dann sagt die Summe, da fehlten dem 30 Cent. Was stellt der weg? Das Sixpack. Da hab ich auch gedacht, was ein Mann, der stellt das Sixpack weg. Ja, von wegen. Hinter mir packten 3 Männer Portemonnaie und sagt, warte, ich helfe dir. Ja. Ja, da sind sich Männer einig, da helfen die. Da helfen die sofort bei sowas. Ich hätte es gern gesehen, wenn ihr die Trauben weggetan hättet. Nein, aber wirklich. Ich muss ja dann auch in der Kasse oft dieses leere Papier noch bezahlen. Ich habe oft so leeres Papier im Wagen. Ja, wie soll ich sagen, also ich gehe ja hungrig schon mal in so einen Laden und dann nehme ich mir Sachen und wenn ich an der Kasse bin, sind die schon leer. Also, ja, so ein Schokoriegel oder so eine Mini-Salami oder was. Und dann muss ich immer das leere Papier ja noch bezahlen. Dann zieht die das da drüber und dann sagt die, kann ich das wegschmeißen? Ja, ich sag, meinst du, ich wollte das mit nach Hause nehmen und sagen, Ralf, guck mal, was ich im Laden schon all gefressen hab? Ja, das ist doch, weißt du, der sagt sowieso immer, Ingrid, du musst mal ein paar Kilo verlieren. Ich sag, Ralf, ich kann nicht verlieren, ich bin ein Gewinnertyp. Ja, meine Freundin sagt letztens, Ingrid, Sitze, du glaubst es nicht, Sitze, ich habe 7 Kilo verloren. Ich sag, ich habe sie gefunden. Nein, das ist wirklich. Auch wenn du so an der Kasse stehst. Ne? Du stehst an der Kasse und hinter dir hast du diese tanzenden Männer. Kennt ihr die tanzenden Männer, wenn die hinter dir stehen? Dann denke ich immer, geh doch vorher nach Klo. Ne? Nee, die wollen vor. Also, dass ich sag, gehen Sie doch durch. Das mache ich nicht, nee. Also, ja, wir können doch fragen und dann stehen die da und dann sage ich immer, letztens auch, der hatte da hier Porree und so Überraschungsdinger in der Hand und dann habe ich auch gesagt, ich sag, hast du nur die Stange und die 2 Eier? Ja, ich sagte, glaub ich, ja. So hat er auch geguckt. Da sagt er, ja. Ich sag, guck mal, du hast so wenig und ich habe so viel. Guck mal, wie lange Zeit du jetzt zum Überlegen hast, ob du vielleicht noch was vergessen hast. Ich überlege jetzt, ob ich noch was vergessen habe, aber ich glaube nicht. Deshalb sage ich euch, meine Zeit ist jetzt um. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Ich verschwinde jetzt hier von der Bühne und wünsche einen schönen Abend. Macht das mal viel. Dankeschön! Liebe Ingrid, wärst du so lieb? Hast du noch einen kleinen... Zugehört, pass auf. Ja, komm, flott, pass auf. Also, Freund von meinem Mann, der Hermann, ich weiß nicht, kennt ihr Hermann? Hermann ist ein guter Freund von meinem Mann. Und Hermann war weg. Ich komme bei uns in eine Stammkneipe rein, sitzt Hermann da. Erstmal ein Schlag in Kreuz, erstmal, ne? Ich sag, Hermann, alte Satteldecke, wie sieht es aus? Ist er aber weg. Ich sag, warst du weg, ihr? Ich sag, wo? Afrika. Ich sag, warst du in Afrika, ihr? Ich sag, hast du was erlebt, was gesehen, wilde Tiere, ihr? Ich sag, was für ein Tier? Sagt er, ein Gorilla. Nein, doch. Ich sag, einen echten Gorilla, ihr? Ich sag, hast du keine Angst, ich hatte ein Gewehr. Ich sag, du hattest ein Gewehr, ihr? Ich sag, hast du mit dem Gorilla, mit dem Gewehr erschossen? Hat er mir weggenommen und so kaputt gebrochen. Ich sag, was hattest du denn? Ich hatte noch eine Pistole. Ach, hast du mit der Pistole nicht den Gorilla erschossen? Hat er mir weggenommen und so in den Fluss geschmissen. Ich sag, was dann? Ich hatte noch eine Machete. Ach, so als wenn du mit der Machete den Gorilla von oben bis unten aufgeschlitzt hättest. Hab ich nicht. Hat er weggenommen und so im Baum gerammt. Ja, ich sag, und dann? Hast du noch was? Nein. Ich sag, was ist denn dann passiert? Sagt er, dann ist der Gorilla auf mich zugekommen. Dann hat der Gorilla mich umgeschubst und dann hat der Gorilla mit mir zweimal Liebe gemacht. Ich sag, mein Gott.
Ich sag, Hermann, das ist ja ganz furchtbar. Ich sag, und jetzt? Sagt er, ich weiß es doch auch nicht, sagt er. Der schreibt nicht, der ruft nicht an. Dankeschön, Merit. Das gemeinschaftliche Nicken im Saal bestätigt den Wahrheitsgehalt deiner Ausführungen. Das Leben mit der Familie kann schon schön sein, wenn man sich durchzusetzen weiß wie du. Wie das klappt, das hast du uns heute wieder köstlich und vorzüglich amüsant beigebracht. Dafür gibt es den Festkomiteeorden, den du dir mehr als redlich verdient hast. Herzlichen Dank, liebe Ingrid. Der Ingrid Kühne eine Rakete. An die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2, 3, hey. Liebe Ingrid, komm gut durch die Session. Viel Erfolg beim Durchsetzen mit der Familie. Danke. Danke, Mama. Bevor wir mit dem nächsten Programmpunkt fortfahren, möchte ich einen Mann vorstellen, ehren und begrüßen, welcher schon länger darauf wartet. Es ist unser schöner Orchesterchef Markus Quoth. Lieber Markus, komm mal zu mir. Liebenswert und vor allen Dingen sympathisch. So steht er hier immer auf der Bühne. Aber das ist noch nicht genug. Zum 3. Mal in Folge wurde er zum schönsten Orchesterchef Kölns gewählt. Lieber Markus, und ich habe heute die Ehre, dir den dazugehörigen Pokal überreichen zu dürfen. Dazu der Orden des Festkomitees Kölner Karneval. Lieben Dank, lieber Markus. Und jetzt, er wird sich das nicht nehmen lassen, wird gebützt. Worten, da kommt uns Musik gerade recht. Sie haben es von einem Geheimtipp im Kölner Karneval zu einer festen Größe auf den Bühnen geschafft. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier sind. Hier ist Casala! Ihr Lieben, wir stecken mittendrin in der Session, in diesen wilden Wochen, in denen man vor allen Dingen auch die Vielfalt und das Bunte feiert. Und das tut auch 2018 immer ordentlich Not. Es gibt immer noch viel zu viele Menschen und Parteien, die denken, wenn man unterschiedlich ist, muss man gegeneinander sein.
Aber jede und jeder von uns sind nur eine Stein vom Mosaik und zusammen sind wir eins. Von der Südkurve bis zum Nordkreuz und vom Blechbach zum Tordelö. Von Westhofen bis nach See, mehr zusammen, mehr sind eins. Wir sind Myra und Schichore, Rude, Funk und schwarzes Schaf, Bänke, Bischof, Straße, Mädchen. Wir sind bunt und wir sind eins. Wir sind Arschu und Satori, Städte, Küche und Frettebunt. Und Stadt ist dreckig, laut und hektisch, doch unterm Staub des Himmels Jod. Der Weg, da schlägt uns Herz vom Anfang bis zuletzt. Und wir sind jeder vom Mosaik ne Stein, wir zusammen, wir sind eins. Da schlägt uns Herz vom Anfang bis zuletzt. Und wir sind jeder vom Mosaik ne Stein, wir zusammen, wir sind eins. Von der Südkurve bis zum Nordkreuz und vom Blechbach zum Tordelö. Von Westhofen bis nach See, wir zusammen, wir sind eins. Wir zusammen, wir sind eins. Vielen Dank zusammen, feiern noch bunt, laut, wild und friedlich, die Welt kann's gebrauchen. Malet gut, tschüss zusammen! Das war Casalla! Euer Applaus! Und wir rufen aus auf die Jungs von Casalla, ein Dreifach von Etze, Kölle! Casalla! ZDF! Lieb Mädchen, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Die Jungs haben wirklich viel Freude gemacht. Haltet durch bis Aschermittwoch.
Wer träumt nicht von ihm? Von dem Mann, der im Haushalt hilft. Ja, wenn es denn eine Hilfe ist. Unser nächster Redner ist Hausmann von Beruf. Und er scheint unter seiner häuslichen Rolle sehr zu leiden. Na, davon kann er uns wohl nicht beeindrucken. Bühne frei für ne Hausmann. Abend zusammen! Abend zusammen! Jedet euch gut? Jedet euch gut? Ich komme hier als Hausmann rein, doch würde ich lieber euer Bachelor sein. Ich würde jeder von euch eine Rose schenken, denn meine Frau liebt mich nicht mehr. Die liebt ihr Handy mehr als mich. Kennt ihr das? Die ist iPhone oder Smartphone noch viel. Die schickt sich selbst eine SMS und unterdrückte Nummer. Noch schlimmer ist meine Schwiegermutter. Im Karneval ist das ja so Schwiegermutterwitze, kennt ihr ja. Ich hab das immer für einen Witz gehalten, aber seitdem ich die Frau kenne, weiß ich, was Mitgift ist. Die ist so bekloppt, wenn die ein Selfie macht, knipst sie im Badezimmer den Spiegel. Und ihr wisst ja, wir sprechen im Rheinland immer so, als wenn wir manche Körperteile mehrfach hätten. Ne, du sagst dann, wenn einer dich unterbricht, da habe ich jetzt keinen Kopf für. Wenn du was vergessen hast, ich wüsste in Jahren, wo du deinen Kopf hast. Meine Schwiegermutter sagt, ich krieg nächste Woche doch Kopf gemacht. So, das wusste ich immer, dass das ein Provisorium war. Und Kopf gemacht ist ja wichtig, gerade für euch Frauen. Ne, meine Frau sagt immer, mit den Haaren kann ich nirgendwo hingehen. So, da würde ich mal mit den Füßen versuchen. Und früher machte man sich die Haare selber. Könnt ihr euch noch an die Heimhauben erinnern? Ne, die gabet ja so mit Metallständer aus Plastik, aber schöner waren die Schlauchhauben. Ne, das sah immer aus wie Raumschiff Enterprise in der Küche. Ne, meine Mutter, die wurde dann auf 80 Grad hochgeglüht. Die Hauben, die wurden im Staubsauger angeschlossen. Ich will die Firma nicht nennen, ich sag mal so, an Haustüren sah man so oft vor, Werktoren aber selten. Denn die kamen noch immer klingeln. Der sagt dann zu meiner Frau, darf ich Ihnen mal meinen Kobold zeigen? Da sagte meine Frau, ja klar, ich hatte schon Angst, du wolltest mir einen Staubsauger andrehen. Ja, wir Männer sollen ja in der Küche helfen oder die Küche selber führen, ne? Gerade wir Hausmänner. Ich habe das erste Mal gebacken. Ich meine, früher gucktest du dann in einem Buch nach, Koch- oder Backbuch. Heute musst du alles jugeln. Ich habe geguckt unter www.ichkannitbacken-kannstdu.de. Und da stand für die Glasur, für Schokoglasur, die Schokolade im Wasserbad erwärmen. Ich habe 2 Stunden... Ihr seid schon zu intelligent für die Rede. Für die Stimmung sind Dövere besser. Ich habe 2 Stunden mit einer Tafel Milch in der Badewanne gesessen. Ich hatte Futt schon weich, da war die Schokolade noch immer hart. Der war aber auch gut, Markus. Mit Lachen tuschen. Ne, das ist ja immer zu Hause, man muss sich absprechen.
Das ist ja mit der Kleidung so, und seien wir ehrlich, wir Männer, wir haben ein schlechteres Verhältnis zur Kleidung. Wir kennen uns nicht so aus mit Farbkombinationen oder wie man im Rheinland sagt, Watt auf Watt passt. Kann ich den Pullover auf die Hose tragen? Kannst du, sieht scheiße aus, aber kannst du. Und dafür kriegen wir Männer von euch Frauen meistens die Sachen rausgelegt. Es ist nur schön, dass ihr da nie drüber sprecht. Musst du deinem Mann auch alles rauslegen? Ja klar, sonst zieht es sie an wie ein Zirkuspferd. Und das Einzige, was man noch ungeändert tragen kann, ich meine, das ändert sich ja in der Ehe. Am Anfang der Ehe ist die wichtigste Frage, liebst du mich? Nach einiger Zeit ist die wichtigste Frage, müssen wir einen Schirm mitnehmen? Und das kannst du als Mann, ihr seid wohl noch gut drauf. Da, wo ist er? Ne, nach einiger Zeit ist die wichtigste Frage, müssen wir einen Schirm mitnehmen? Das kannst du als Mann nur verkehrt machen. Nimmst du keinen mit und es fängt an zu regnen? Ja, danke, das habe ich dir zu verdanken. Moin wieder zum Friseur. Nimmst du einen mit und es regnet nicht? Du bist der einzige Idiot mit einem Schirm hier. Stell dich bloß hinter mich. Machst du ihn dann auf, ist es wieder verkehrt. Du weißt ja nie, wann sollst du ihn aufmachen. Willst du zuvorkommend sein, höflich? Oh, es regnet, soll ich den Schirm aufmachen? Wegen der paar Tropfen. Wie viele Tropfen dürfen es denn sein? Machst du ihn dann auf? Ja, so wie du ihn hältst, kann ja direkt durch den Rehen laufen. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Das würde zwei Frauen nie passieren. Ihr haltet den Schirm immer so, dass ihr euch perfekt unterhalten könnt. Wie lange bist du jetzt mit deinem Mann zusammen? 18 Jahre. Ich habe ihn vor 18 Jahren kennengelernt. Am nächsten Tag habe ich eine neue Brille gekriegt. Einen Tag zu spät. Ja, mein Mann hat er nachgelassen, aber am meisten nachgelassen hat der Hund. Der kann ja nichts mehr. Der kann nur noch zum Pinkeln das Bein heben und mit dem Schwänzchen wedeln. Und das ist ja nichts. Wenn mein Mann das könnte, ging ich zu Fuß nach Fatima. Ja, so haben die Zeiten sich verändert. Ich habe jetzt zu meiner Frau gesagt, früher war mehr Pep drin. Du hast immer mal einen Tanga angezogen, einen String. Sagt, den ziehe ich immer noch an, du findest ihn nicht mehr. Und ist die Meinung geteilt, ne? Ja, die Unterwäsche hat sich verändert. Früher kriegst du mit einer Unterhose ein ganzes Fahrrad geputzt. Heute mit dem String noch nicht mal die Klingel. Der war aber auch gut, Markus, oder? Ja, wir sind im Radl da. Ja, wir sind im Radl da. Und das ändert sich auch, wenn man länger verheiratet ist oder länger zusammen ist. Dann sucht man abends die Couch. Und dann sagt ihr Frauen, ich will aber unbedingt den Film gucken. Das heißt, dass er dann bei dem Film einschlaft. Also bei meiner Frau. Die guckt am liebsten Sissi. Ja, sag ich, lass uns das noch mal gucken. Vielleicht geht das ja anders aus als die bisherigen 23 Mal.
Vielleicht verliebt die sich nicht in Franz Josef, sondern eröffnet mit Ludwig II. In Köln ein Frittenboot. Und bei der Titanic ist es noch schlimmer. Noch ehe die Titanic untergeht, ist meine Frau schon untergegangen. Da sagt sie, wie ist es ausgegangen? Es sei ganz anders als sonst. Die haben den Eisberg mitgenommen und damit den Kölner Eisdiele eröffnet. Aber der... Wunderschön. Der Leonardo DiCaprio des Kölner Karnevals. Our love will go on. Nein, das kennt ihr ja, wenn man abends auf der Couch sitzt, dann zeigt ihr Frauen auf den Rücken und sagt, ich hab da eine Stelle. Da seid ihr froh, dass du eine Stelle hast. Nee, musst du mal gucken. Und dann fängt für uns Männer Schiffe versenken an. Nee, bisschen höher, bisschen höher. Bisschen nach rechts. Nee, da nicht. Mehr links. Jetzt noch tiefer. B3 versenkt. Nee, das merkst du doch genau, wenn die Stelle getroffen ist. Ah, tut das gut. Und dann kommt noch ein unmöglicher Wunsch. Meine Frau sagt, ich habe kalte Füße. Kennt ihr das? Sagt, Frauen mit warmen Füßen sind doch noch nicht erfunden. Da musste sie schon in der Mikrowelle halten. Und dann geht man zusammen schlafen und will einschlafen. Gerade nach einer Sitzung am Karneval kannst du das ja nicht. Schläfst du schon? Ja, seit 2 Stunden. Du warst schon 3-mal auf Toilette. Wenn du nicht zählen würdest, würdest du auch schlafen. Ich muss noch mal pipi. Da kommst du in einer halben Stunde zurück. Kannst du mal sagen, was du so lange pipi? Ach, pipi wollte ich ja auch noch machen. Ich habe die gelbe Tonne rausgesetzt. Warum hast du die Füße aus dem Bett hängen? Weil die so kalt sind. Da legst du da unter der Bettdecke. Nee, ich will die kalten Dinger nicht im Bett haben. So, jetzt wird aber geschlafen. Bleib mal ruhig liegen. Und hör mal auf, mit den Zähnen zu knirschen. Ach, die Zähne habe ich ja auch noch an. Die bringe ich aber noch weg. Josef, warte mal, was ist denn noch? Nimm meine mit. Nimm meine mit, aber dann setze sie bitte in 2 verschiedene Gläser. Ich war letztens mit deinen Zähnen im Aldi. Und ich war mit deinen in der Apotheke. Da sagt die Verkäuferin, Herr Beckers, mit den Zähnen Ihrer Frau sehen Sie viel jünger aus. Ja, dann kommst du zurück. So, jetzt wird er wohl geschlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich liebe dich. Ja, das befürchte ich auch. Du machst mich immer noch wild. Du mich auch. Beiß mich mal ins Ohrläppchen. Ja, Moment, dann muss ich Zähne holen. Guten Abend, guten Abend, mit rotem Wetter. Ihr wart super und brav. Ich sag Kölle Allah. Dankeschön.
deinen Vortrag. Es war mal wieder fantastisch. Für dich den Festkomitee-Orden, aber vorher deuen wir noch mal ein kräftiges Dreimal von Hetze. Kölle! Nach Hausmann. Kölle. Herzlichen Dank. Mädchen im Saal, liebe Zuschauer zu Hause, nun wird es feierlich. Der Zeitpunkt ist gekommen. Wir erheben uns alle von den Plätzen. Ja, auch Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Denn wir haben hohen Besuch hier im Sartori-Saal. Wir empfangen nun voller Stolz, Würde und Ehre das Schönste und Größte, was wir haben im Fastelehr. Das Kölner Dreigestirn mit dem Kölner Kinderdreigestirn. Ich bitte um den Einmarsch. Unsere Dreigestirne mit einem Dreifach von Hetze. Kölle! Dreigestirn! Kinderdreigestirn! Ich darf euch vorstellen, den Prinzen, Prinz Michael Gerhold und auch den Kinderprinzen. Das ist der Balthasar Zeibig.
unserer Seite der Staatsbur. Das ist der Christoph Stock bei den Großen und der Kai Fassbender im Kinderdreigestirn. Und nun kommen wir zum Leckersten, zum Süßesten, zum Schönsten, zur Jungfrau. Und das ist bei den Großen die Jungfrau Emma, Erich Ströbel. Und bei den Kleinen die Jungfrau Marie Kirsch. Musik bitte ab. Hey,
gemeinsam mit dem Kölner Kinderdreigestirn auf einer Bühne. Und in 4 Tagen beim Rosemonddach sehen wir euch schon wieder und freuen uns sehr darauf. Wir hoffen, ihr habt ein super Wetter und noch ganz viel Spaß bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Und wir rufen aus und bedanken uns für diesen fantastischen Auftritt mit einem Dreifach von Hetze. Kölle! Kinderdreigestirn! Dreigestirn! Herzlichen Dank. Ich bitte um den Ausmarsch. Und nun haben wir eine Musikgruppe im Programm. Man könnte sagen, sie tanzen auch Osterei. Sie sind etwas erfrischend quer in der Art der Instrumentierung wie auch in der Ausführung. Hier wird es gleich richtig trubelig auf der Bühne. Freuen wir uns auf Stimmung pur mit Querbeat! Ching, die Rasse, boom, habt ihr Lust? Sing mit uns! Nochmal. Mädels, wo seid ihr? Das ist Ching, die Rasse, boom! Eine Rakete, wie Adrian Silvester, der Sound der Stadt, der uns ernährt. Wir haben uns Nähe, Stratosphäre, Puls und Beat, Tag vom Regen, er ist für immer in uns drin. Man weiß es von den Bergen bis ans Meer. Er ist jeden Tag wie ein Feuerwerk. Alle über Coldplay und
können euch nicht hören. Jingle Rasta Boom. Man kann auch lauter singen, wenn man dazu springt. Habt ihr Bock zu springen? Oh.